Ich sehe hier am paraguayischen Chaco bei Radio ZP30 mit dem Direktor Egon Derze. Dankeschön, dass ich einmal hier sein darf. Guten Morgen, guten Tag und danke für das Möglichkeit. ZP30 ist ein sehr langes Wort. Wie lange existiert das all? ZP30 jetzt nur am 47. Jahr, 46 Jahre sind wir seit 1975. Hat der Gründer mal ZP30 gegründet. Und das ist nicht bloß Deutsch oder Spanisch, sondern sie tun in vielen Sprachen. Radio ZP30 ist ein Missionssender, der in 8 verschiedene Sprachen sendet. Natürlich ist von der Landessprache her hier in Paraguay Spanisch der letzte Senderanteil mit 60%. 20% von der Sendezeit ist in Deutsch und der restliche 20% teilen sich dann der andere Sprache an, wo wir auch in die anderen Sprachen in Kletni Wakle, Bana haben, Ajoreo, auch ein bisschen Portugiesisch und Plottisch auch noch mit dabei. Und dort alles macht dann 8 Sprachen. Ja. Und so ist du siehst, ein Missionssender. Dort hat sich sehr entwickelt. Ich habe hier eine Consejeria, also eine Seelsorge. Wo hat sich dort entwickelt oder wo ist das von Tag und Tag mit der Seelsorge? Von Anfang an war der Gründer dort sehr wichtig, also das Missionsgedanke. Mit dort wird das Ziel, warum Radio ZP30 mal gegründet wird, der umliegenden Bevölkerung hier am Chaco mit dem Evangelium zu erreichen. Natürlich, gleichzeitig sagt man auch eine Weg, wo man miteinander nicht bloß Informationen austauschen, sondern kommunizieren können. Dort zu der Zeit gab es kein anderes Radio noch nicht, Telefonverbindungen gab es zu der Zeit hier am Chaco noch nicht. Und dann schlägt man sich ein Radio auf AM-Frequenz abzustellen, um auch eine große Reichweite hier am Chaco zu haben. Dort hat sich dahin entwickelt, dass wir mittlerweile eine eigene Seelsorgeabteilung hier auf dem Hof bei ZP30 haben, wo Menschen hinkommen können, aus verschiedenen Kulturen, und die kriegen kostenlose Begleitung, eine emotionale, geistliche oder psychische Nöte, wo Menschen helfen, Orientierung brauchen. Die werden hier im Büro betreut, und der hat die Möglichkeit über Telefon einfach anzurufen, damit Sachen zu schreiben, wo man die dann über Telefon entweder begleitet oder man vereinbart einen Besuchstermin, wo nach Möglichkeit dann gecheckt wird, wo kann man was kombinieren und die geografische Zone kriegt und man besieht die Personen dann auch. Ja, in der letzten Zeit habe ich auch ein bisschen extra Programme oder extra Veranstaltungen gemacht, kriegt wieder Rüt. Was ist von da auf dem Programm? Von da startet kriegt ein Missionseinsatz. Semana Missionera nennen wir dort in Spanisch. Wir haben am letzten Jahr 2021 in der Zone von Bahia Negra in der Umgebung, in Alto Paraguay, einen Missionseinsatz gemacht, wo wir meist 40 freiwillige Personen mitnehmen können, um einmal zu wissen, wie die Situation bieten ut. In aller Tipp wirklich ein Dienst an die Menschen tun, indem wir Gottes Leben auch an die Menschen bringen. Also dat meint da an Orten steht, an een stadje Programme brengen. Dat meint da op Orten steht, Hausbesuche machen mit der Gemeinde vor Ort. Das machen wir nicht aus von uns aus, sondern wir checken immer, wo wir dort mit den Gemeinden, was das Spiel sind, dort machen. Wenn es die Personen, die Seele nachher von den Gemeinden abgefangen worden. Das ZP30 ist nicht Gemeinde und kann nicht Gemeinde sein, weil es auch nicht, aber wir wollen eine Unterstützung für die Gemeinde sein. Und von da geht es noch eine Indianersiedlung. Von da geht es in die Zone Nueva Mestre, das ist am südlichen Chaco, in der Gegend von Rio Verde, 40 Kilometer Erdwasch von der Route an. Das ist der Nukleo, also die Zone, da sind 3 Ortschaften, wo spanisch redende Personen sind, und dann hat es dicht bei, aber auch Siedlungen, die noch von indigenen Kulturen sind. So, die Mehrheit ist Latino-Kultur, das ist wieder Chane, und da wird man verschiedene Einsätze morgen kriegen. Und das organisieren, dort eigentlich kriegt das Seelsorgeteam. Die Initiative kommt von ZP30 und das konkrete Organisieren wird von der Seelsorgeabteilung von Radio ZP30 gemacht. Gut, dankeschön. Ich war ein bisschen filmen das hier und war mal heranfahren und dann dort an unten steht noch ein bisschen filmen. Dankeschön für deine Wied. Dankeschön.
Zo, hij is vandaag bij hier gekomen. En dat is Mario Ernst, die voor je dan al gisteren los. Mario, wo deed het gisteren? Kom je goed bij hier aan? Ja, genau. Wir hatten eine sehr gute Reise. Wir sind sehr gut hier angekommen als Gruppe. Sind alles top 16 Freiwillige, die hier top gekommen sind. Und haben eine gute Reise gehabt. Haben gestern dann normal all Hausbesuche gemacht. Und gestern Abend haben wir uns dann bei Tietje genommen, um uns mit Lebenszeugnis und Erfahrungen vom Pastor hier von einem Ort zu hören. Und für diesen Ort und diesen Tag zu beten. So, dat hebben we gisteren gedaan en nu is het zoiets dat we het Kenia-programma ontvangen. Ja, die maken hier nu Hausbesuch bij een beetje oudere man. Die hadden gisteren eingeladen zum Geburtstag, maar dan zeiden ze zich zo, ze wilden vandaag nog eenmaal doorheen varen en dem christelijke leider verspelen. En zo is het. Crescentia, die heeft sie niet toe met. Die vangen aan met andere leider. En de christelijke leider kan dus enkel niet, maar verrät sich sehr, dat we hier zijn en am bezoekje komen en nog eenmaal gratuleren zum Geburtstag. Ja, en zoals ik het hier nu een beetje met je, is het gewoon niet unbedingt een Indianer-Siedlung. Dat is hier een Paraguayer-Siedlung, ook gewoon niet sehr klein. Dat heeft sogar in 3 kleine stadjes opgedeeld, oder wo is dat hier? Krijgt zo. Gisteren reed de pastor wat van dat hier plus minus alles top om 500 mensen wonen en alle 3 nucleuses die dat namen top. En zo dat zijn Latijn-Paraguayer en hier zijn dan zo einzelne wat mangetrokken zijn wat niet Latijn-Paraguayer zijn, maar dat zijn gleich maar een paar einzelne. Hier sind aber ein paar Indianer-Siedlungen, wenn man hier den Marsch rüberfährt in die Siedlung, dann kommt man doch an Indianer-Siedlungen an. Da wollen wir eigentlich auch kann fahren, aber die Marsch ist nu, wenn es im Regen nicht möglich da zu kommen. Ja. Und hier ist eine Church, hier ist ein Pastor von Vanaya oder von wem wurde der begleitet? Ja, das Pastor, was hier nu ist, der ist al 7 Jahre hier. Der hat vorher in Los Angeles gearbeitet an dem Internato als Pastor. Nu zijn de 7 jaar hier. De gemeente wordt van de Mennonitengemeente van Buena Vista betreut. Die hebben gisteren weer hier ook een gemeentebruder van door gekomen, hebben dat dak van de church een beetje aangeleid. Dat is een church, dat is een huis waar de pastor met zijn familie bezit wonen kan. Een schijne haft boven zijn, zo wie zelten door op dem haft in Ola. En zo dat kan ik zoveel te de geschichte zeggen, sonst de einzelne details van belang en zo, dat wil ik dan ook niet bekend zijn. Aber das sind so 3 kleine Städtchen, so vielleicht 5, 7 Kilometer daneben und von dort, oder das Pastor versucht, die zu betreuen, alle. Ja, und das war wie gestern auch bei den Besuchern an. Der ist eigentlich gut bekannt, der Pastor. Die meisten haben damals eine Referenz, wenn irgendwer zum Beispiel mal krank wird oder so, dann denke ich, der Fuß an den Pastor einmal einladen, kommen zum Beten. So, die Menschen sind hier sehr op. De Besucher, wat we gisteren gemacht haben, man mooi die Menschen vertalen hier und die sind nicht so teilgesloten und dat die nicht teuren wollen, dass ich aufkopseln, sondern die nehmen uns ab, die vertalen hier und so. Das ist eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, was wir gehabt haben gestern. Zepedartig ist je bekannt und unter dem Namen Zepedartig zu kommen, macht einen großen Unterschied gemacht. Die Menschen kennen das und haben viel leichter Vertrauen, wenn das von Zepedartig ist. So, wenn wir sagen, wir kommen aus einem Besuch von Zepedartig, dann sagen die Messfuß willkommen hier, wir freuen uns, dass ihr kommen, wir hartje einmal Zepedartig, so die allermeisten hartje dort. So regular und so ist dann die andere Frage, aber zumindest bekannt ist der Radio bei den Menschen. Ja. Und was ist nu vandaag op het programma? Dag Eva, en Appenowend en Maria. Con Cristo en la familia, un feliz hogar. Un feliz hogar, un feliz hogar, con Cristo en la familia, un feliz hogar, qué felicidad. Ahora guaraní, vamos a probar. Ja, vandaag je hebt een programma en 2 nucleus. Vermiddag en normaal willen we huisbezoeken willen maken. Dat wil we waarschijnlijk wel ons opdelen aan de 3 nucleus. En dan wil we op een moment wil we dan aandacht houden aan de church, dat op dem Hof. So, wir laden die Menschen dann auch an, dass sie hierher kommen und das ist ja immer, wenn ein Gast da ist, dann kommen die Menschen hier. Es wird nicht, was sie noch nicht kennen, so, dann kommen die hier, so wie ich glaube, dass da gute Menschen kommen. Ja.
Und morgen geht es dann wieder in Bett, je blieben dann Bett Sonntag, wo je dann trägt. Kreuze, morgen war hol we dat programma, Farma China programma, dan wil je dat plus bij de tweede maken. We laden de mensen ook al allemaal aan te doen. Normaal huisbezoek hebben we de aandacht, waar we dan zo meestens Schluss maken al. En zondagsmorgens, waar we dan terug voor, is nog niet ganz klar, of we dan tijdig al afbreken, of dan een groep dan toch nog hier te aandacht blijft, maar dat waar we dan nog ons einig worden. Wat leefst u zo'n events te maken van Zappedaartisch uit? Je had je ferie aan Baia Negra eind en nu dit hier, motiveert je dat? Maken de mensen met? Wil je meer aan diesem jaar zo'n maken? Onze ervaring is nu zeer positief. We zijn zeer überrascht. We hier de mensen komen en we zeer wellicht de met helpen. Ook deze groep waar hebben we gisteren gemaakt, dat is China niet wat zich strikt draait, dat wordt plus thuis tje wel, sondern die maken met, die helpen, die voeten aan, die zijn erbij en interesseren zich voor de mensen en vragen wat kan je helpen. Dus dat is een zeer goede dynamiek, die melden zich waarschijnlijk ook maar die aan wat werkelijk met willen. Dus dat ze nu vrijwillig, iedereen meldt zich aan die wel en we hebben wat een zeer positieve groep, een zeer interculturele ook. Daar hebben we Indianer, Latijn-Paraguayer, Mennonieten, van Männer, van Nederland, van Fernheim, dat is een ganze Mischmasch. En dat is einfach schön miterleven, waar man ze thuis zijn kan, waar man die verschillende spraken beden kan en waar man thuis eten kan en thuis terrederen, thuis eten. Lernt sich einfach zijn ervaring en ik geloof dat dat ons allen goed. We erleben een stukje van dem wat we im Himmel waren erleben, geloof ik, en we zijn nu zeer mutig en willen dat unbedingt willen holen. Ik geloof dat het een goede gelegenheid mensen uit de gemeentes ook te motiveren, met te maken en vielleicht wat dem einen oder anderen war der Abtrag klar, was wir haben hier auf dieser Erde und dadurch, dass sie den Not sein Kontakt haben, sein wir Gott anbrückt, glaube ich, dass es eine Gelegenheit ist, Menschen in Bewegung zu bringen, aus der Gemeinde, ja. Und dafür wollen wir uns brücken lassen und wir glauben, dass wir noch mehr Einsätze machen wollen im Jahr. Dankeschön, Mario. Das ist sehr schön und ich wünsche Ihnen hier alle einen guten Tag wieder. Ja, vielmal Dankeschön für das Hiersein, für das Filmen, Dankeschön für alle die Teutschütchen, die das unterstützen, im Gebet, die finanziell, wo wir haben sehr gute Unterstützung, sind sehr, sehr dankbar dafür.